Wir sind in einer Reihe von Botschaften, in an wie Toop sind wie Bäta. Dat handelt sich um Famielje. Wij sind nog wel eine Botschaft. En van der nog. En van der handelt sich dort um Eenichkjeit. Eenichkjeit. En Eenichkjeit in der Familie. Eenichkjeit in der Kerk. Aber hauptsächlich von der will ich von reden, von Eenichkjeit in der Familie. En wir haben Wirten in unserer Kerk in der Verleib hängen. En ein von der sagt, Gott segnet Eenichkjeit. Toop erregt wie Meier. Toop erregt wie Meier. En Toop erregt wie Meier in der Familie. Ich will Ihnen hier ein Bild weisen von, wo das steht mit den Nummern in unserer Kerk. Und so viel sind noch, dann rede ich von dit hier. Von 0 bis 3 haben wir ungefähr 100 Babys, ein bisschen über 100 Babys. Das ist die höchste Nummer von den 4 bis 11 Jahren Kinder. Und das sind die 12 bis 18 Jahre. Hier wollen wir ein bisschen von reden, von den Teenagers. Hier sind 176 hier so Berne in dieser Strip hier. Some sind noch hier Berne auch. Von den Teenagers, würde wir gerne sein. Ich sehe, viele sind noch, ich glaube, dass die Ältere zu diesen Kindern hier, die sind hier so, glaube ich, Berne, die meisten von denen. Und hier sind die 36 bis 50, 51 bis 64 und 65 in Meier. Und das sind die Menschen hier in diesem in dit Bild, wat er zijn durch unsere Visionklas gegaan, wat er zijn, durch die Visionklas, wat er wordt doen in de kerk. En so dit nummer, dat is een beetje leeg, het nummer hier, dat wat op dit eng zijn, de oudere lied. Maar ik weet dat dit nummer, dat is hecher, van 51 en 65 naar hech, wenn sommige lieden komen aan, en die halten we met, wo ze vielleicht jeven doen, oder so dat dingen, en die bezet niet de Visionklas doorgegaan, door zijn als dat hier een beetje leer. En so all deze nummers, Toop, die wat hier thuis zijn, wat in de kerk würde zijn, is wat hier thuis zijn. Deze hier, wat je hier zijn kan, dit zijn 1347 mensen. En so, we hebben een grote kerk, en aber wir sagen auch vielmal, dass wir sind eine Kerk für junge Familien. Wie kann es sein, wir haben Teil Kinder. Und dort wollen wir auch wel von Familie reden. Und aber von der wird es vor allem sein. Wenn wir reden von Eenichkjeit, das ist vor allem. Das ist nicht bloß für die Eltern mit kleinen Kindern. Das ist, was uns alle angeht, wenn wir denken an Eenichkjeit in der Familie. In Psalm 133, Vers 1, das ist, wo der Psalmist David, der singt ein Lied. En Psalm 133, dat zijn 3 versen. Bij de eerste vers, die zegt, wo Gott is dat te zijn, wo Gott en schijn is dat dag, wanneer Brüder in Eenichkjeit Toop leven. Toop leven. En so dat is een lied wat hij zingt. Epheser 4, vers 1 en 3. Dit is wat Paulus schrijft, die tijd wat hij in gevangenis is. En hij zegt, is dit leef, zo dat het damit zu sein stammt, wird Gott ihn berufen hat. Seid bescheiden, freundlich, geduldig, habt so viel Liebe, dass je in een ander vertrauen. Seid immer da noch uit, die Einigkeit im Geist zu bewahren, wodurch je mit een ander verbunden blijven. Lukas, Kapitel 11, das wo Jesus redet. Jesus hat so ein bisschen auf die Probe gestellt, nur dem, was er hat. Ein Wunder gedaan en had mensen geheilt en so weiter. En es kwam een beetje heen, en dat zei Jezus wist wat zij dachten. Maar dan leerde hij aan dat hij zei, irgendein Reck, wie würde ich sagen, irgendeine Organisation, dat in zichzelf zich nicht einig ist, bringt sich selbst in den Grund. En eine Familie, die sich uneinig ist, fällt ein. Wie kann sein, wo wichtig das ist? Die in Einigkeit Toop leven, besonders in der Familie. Einigkeit und Friede ohne Toop. Das datiert sich vielleicht interessant, aber wie würde ich gerne sagen, wenn du Einigkeit hast, dann hast du Friede. Wenn du nicht Einigkeit hast, hast du nicht Friede. Und wo kann wir Friede in der Familie bringen? Ich will von der mit reden von Ehren, dass wir unsere Eltern ehren. Und Kinder, was hier sind, und für uns alle, dass wir unsere Eltern ehren, und wir alt sind, wo die sind. Wenn das von Gott seine Top 10 würde, wie kann sein, das hat Gott auf die 10 Geboten abgeschrieben, dass wir sollen unsere Vater und Mutter ehren. Und das 5. Gebot, das sagt, dass wir sollen Vater und Mutter ehren. 5. Mose 5, Vers 16, da sagt es, ehrt jene Eltern, jene Vater und jene Mutter, so dass der Herr, jene Gott,
zo als de Heer je God je geboden heeft, zodat je lang leven kan en dat het je goed gaan kan en dat land wat God je gegeven heeft. So da ist ein Rezept, kann sein, wenn wir wollen, dass uns es soll gut gehen, wir wollen ein langes Leben haben, eet jene Eltern. Ein von den Dingen, was ich wünsche, was mir euer wie lehrt, was der Eenichkjeit ist von der älteren Ehe und der älteren Gehorchen, wenn wir von Tisch gehen. Manchmal dann haben wir das ein bisschen confused. Menschen, die waschen ab, die befreien sich und die gehorchen noch einmal ihre Eltern, wo das sagt, dass wir sollen unsere Eltern ehren. Ich glaube, ein von den geradsten Ehen, was wir als Eltern können kriegen, das ist, wenn wir sehen, dass unsere Kinder sich einig sind. Und das, was von allen dort sind. Wenn die Kinder klein sind und die sich einig sind, das ist eine Ehe für uns. Wenn die Kinder Teenagers sind und die sich einig sind, das ist eine Ehe für die Eltern. Wenn die Kinder hier schon befreit sind und von Tisch gehen, eine Familie haben und die danach sich in andere die Kinder sich einig sind und in Harmonie sind, das ist eine sehr große Ehe für die Eltern. Und dort, was von allen die Eltern sind, oder was von allen die Kinder sind, das ist eine Ehe für die Eltern. Man sagen, die Kinder, die sind sich gut, die helfen sich einander aus, die sind da, die sind sich gut, das ist eine Ehe. Ich habe ein paar Dinge, die ich will abnehmen, wo wir können unsere Eltern ehren. So, wo dürfen wir unsere Eltern ehren, wo können wir ihn ehren? Nummer 1 ist, wir ehren unsere Eltern mit ihnen annehmen. Bloß ihn annehmen. Sprecher 23, Vers 22, da sagt er, horch nach dem Vater, der dit Leben gibt, und veracht deine Mutter nicht, wenn sie erst alt ist. Even wenn die Eltern alle waren, das ist wichtig, dass wir horchen dürfen. Horch nach deinem Vater, horch, was er sagt. Unsere Eltern, die sind nicht perfekt, die sind nicht fehlerlos. Eltern, die merken Fehler. Und aber ein Weg, wo wir unsere Eltern ehren, ist, dass wir ihn annehmen, für wer sie sind. Wie würde ich gerne sagen, dass wir ihn respektieren, für wer sie sind, für die Stellung, die sie haben. Vielleicht haben sie Fehler gemerkt, vielleicht haben sie even uns auch getan. Aber wir ehren unsere Eltern für die Stellung, die sie haben. Nummer 2 ist, wir ehren unsere Eltern mit einem Wert achten. Wer wir einen Wert achten, wer wir dort Wert achten, all die positiven Dinge, die die Eltern haben für uns getan. All die gute Dinge, die sie haben für uns getan. Wer will nur die gute Dinge kicken sein? Ich ehre meine Eltern für all die gute Dinge, die sie haben getan für mich. Kinder abtragen, das kommt dir. Das ist nicht billig, Kinder abtragen. Kinder abtragen kommt so dir. Da wir 10 Jahre schon jung, die dachte so, er würde mal seine Mama einen Brief schreiben, einen Schildsadel schreiben, und er schrift auf den Sadel ab, und er schrift nach seiner Mom, du bist mir 10 Peise schuldig für die Trash, für das Garbage aus dem Haus. Und dann sagt der Nächste, du bist mir 20 Peise schuldig, für das ich einmal meine Stuhl abgeriemt habe. Und du bist mir 20 Peise den Tag schuldig, für jedes Mal den Hund gehen besorgen. Der total Schuldsadel, der ist 100 Peise, was du mir schuldig machst. Und die Mom, die sieht den Sadel, sie denkt, sie wird am Sadel zurückgeschrieben. Die Mama, die schreibt dann ab, für deine Kleider kaufen, für deine Kleider waschen, für die Preisen, für 10 Jahre, was du mir 100.000 Peise. Für Eten kaufen und für das Eten merken, für 10 Jahre, 200.000 Peise. Für die Nurse sein, für die Doktor sein, für die helfen, wenn du krank bist und die gesund Doktoren, für 10 Jahre 100.000 Peise. Und der ganze Sadel, ich glaube die. Da hätten Teil nehmen mit Kindern abtragen und so werden wir unsere Eltern was wird achten für all die Anstrengungen, was sie gemerkt haben, für die Dinge, was sie geopfert haben für uns. Die Schrift sagt, ihr diene Eltern und so werden wir das tun. Wenn wir die Eltern ehren, Nummer 3, mit das betonen. Wenn wir das sein, nicht bloß zu uns und uns hart sein, weil ich ehr meine Eltern. Die Eltern rechnen das viel, wenn wir das betonen und das beweisen dann. Wenn wir das betonen und das bekrafen und das weiterlassen, dass wir das viel rechnen. Sprüche 3, Vers 27 sagt, hol nicht Gaude trägt von dem das traf, wenn das in deiner Kraft steht, Gaude zu tun. So bewies dort. Anerkannt all die Dinge,
wat de Eltern hat Gott gedaan für die. Und dann sei Dankschein te end. Dat is zum Wunderen, hoeveel mensen Dankschein sei op een begrafenis, wenn de Eltern eerst in het Zeugbein sind. Dann jetzt sei schmack te reden, en Dankschein Dad, oder Dankschein Mom, und all die Dinge, das ist nicht, dass das unbedingt arg ist, aber wir ganz well merken, weil wir nicht bloß fein reden ab dem Begrafenis. Weil wir fein reden und die Eltern und Dankschein sein, nur was sie hier, was sie leben. Keine Begrafenis, Ankosten und Anstrengung, was wir merken mit allen Blumen, kann das vergleichen, wenn wir können nu gehen im Leben und sein, Dankschein, was du hast getan für uns. Vorher Weekend dann hat wir, dat wir unsere Mama, Christi, ihre Mom, ihr Geburtstag feiern, sie ist 20 Jahre alt das Jahr. Und wir haben about 200 Menschen eingeladen, wir haben alles ausgeströmt und viele Menschen kamen, was Gott sein, kamen ab und vertelten sehr die gute Dinge von der Mom und bedankte sich für was sie getan hat, ein bisschen sehr gute Abend der Toop. Lothar kam unsere Mom noch an und sagte, Dankeschön für das neue Betonen, nur das Zeit, wenn ich das selbst kann hören. So, jeffen Dank zu den Eltern, wenn die im Altenheim sind, oder nicht, was immer, wenn du von Tüsche gehen bist, Vorträge und spazieren mit den Eltern, jeffen einen Phone Call von der ersten Tag, dort so einfach mit WhatsApp, Video Call oder WhatsApp schicken, was immer das ist, weil wir ein Dankeschön sein, nur noch, was sie lebt. Wir können unsere Eltern ehren, mit der nicht, wo verloten. Wordt een woord zijn en hem sterk laten abandoning als dat op Engels abandon dat is een beetje hoe het laten afmaken. Zijn einfach bloß wo allein gelaten. We hebben onze ouderen eeren met niet en wo verloten. Zoals du alle was, hast du meer dingen wat du die met am Kamer dienen dingen am Kamer dienen ene verantwoording en veelmaal nog am de oudere Kameren en eer en zijn dat zij oké zijn. Dat is een big deal. Dat is een grote zaak te God, dat we onze Eltern niet weer allein laten en verlaten, dat ze irgendwo was allein zijn. We ehren onze Eltern en Eltern alle met niet en wo allein laten en praktische weg enthalten. Wat immer dat is met dergelijke dingen. Een ding wat wichtig is, für die von uns, was die Eltern haben, wenn wir all befreit sind, dass wir einander aus ein paar Lied uns einig waren, wo wir das halten, wo wir unsere Eltern halten. Das schafft sehr schlecht, wenn der Mann nicht einverstanden ist, mit dass die früher immer noch ihre Mom fährt, oder der Mann fährt immer noch seine Mom, und dass das nicht top passt. So was ihr einig will, das will, dass ihr keine Eltern ehren mit und uthalten, aber weiß, dass es nicht Trouble gibt zwischen ihnen beiden. En Gott wat jullie zijn voor dat. Ik wil een klein beetje reden tot de teenagers, tot de Jugendlichen hier. De schrift zegt ook dat je zal jullie ouderen eeren. En ik wil beschouwen dat je als teenagers, als Jugendlichen dat ook im Denk houdt. Dat jullie ouderen, er zijn ook mensen wat feelings hebben, ook feeling. En zo goed niet romantisch, dat je hing daaruit om jullie ouderen uit een stich gaan, dat je niet op eenmaal broek een hug geven, een kus geven. De ouderen gleichen dat, wanneer je eer doen en niet uit dem Stich gaan. Er wie een vader, die zei te zijn dochter, als hij wil uitvoeren met een jong Toop van date, hij zegt te zijn dochter, ik wil houden dat du zoals niet laten als klok 10 zo over thuis zijn. En dat is een teenage girl die zegt, Dad, ik zie niet meer een kleine kind. En dan zegt de dad, exactly, krijg door wijn, weil ich habe, zoals du für klok 10 thuis zijn. Wir Eltern, wir sind nicht stupid. Wenn je vielleicht manchmal so denken, dass wir nicht weiten. Teenagers, die sagen nach manchmal, mir euert dort, dass meine Eltern alles machen, immer 2 oder 3 Mal zu mir sein. Und some von uns Eltern würden sagen, well, wie würde das gleich 2 oder 3 Mal sein, wenn die das erste Mal gehört haben. Teenagers, Jugendliche, je zullen jullie Eltern beantwoorden met, wanneer nou jullie vrouw nog wat doen, en je zullen die beantwoorden met yes sir, oder yes ma'am, oder yes dad, oder wat immer. Op een goede weg en beantwoorden. In kort, wanneer je in een kort bent en de rechter, du als de rechter, die wordt immer, die vertaal wordt immer aangevangen met your honor.
die zu ihr, oder diene ihr, und dann fangen wir an zu vertalen. Your honor, so nennen wir das. Und wir wissen nicht mal von, wer das sind. Wir kennen den nicht mal. Menschen kennen den Rechter nicht. Aber die ihr den Rechter für die Stellung, was die haben. Mark Twain, dat is een schrijver, leefde in Lot 1800 jaar, 1900. En hij zei dat als ik 14 jaar oud was, wie mijn vader zei achterlijk, die was zo achterlijk, ik kon meestal niet aan verdrijven. Maar ik is 21 was, dan was ik erstaunt te zijn hoeveel mijn vader in 7 jaar geleerd had. Manchmal glauben die Teenagers oder die Jugendlichen, dass sie weiter mehr ist, was ihre Eltern weiten. Ein Mann, der sagt, dass er gleich, dass wenn die Jugendlichen, wenn die Teenagers tüß wir, wenn die wissen mehr als heute können am halten mit den Phones, mit den Computers und dort abstellen, welche Dinge sind, unsere Kinder wieder vorab in some areas. Aber ich will Ihnen sagen, dass bloß Jesus als ein Teenager, der wissen mehr ist, was seine Eltern. Und danach sagt die Schrift, dass Jesus, der wir enger tun zu seinen Eltern, und er gehorcht seine Eltern. So, die beste Ursache, deine Eltern ehren, das ist, wenn Gott sagt, dass du sollst nicht, wenn somebody dir auf der Matt. Deine Eltern ehren, dort, was ein großer Unterschied merkt in dein Leben, nicht bloß in dein Leben, in ihr Leben auch. Für beide, was ein großer Unterschied merken. Ich sage noch manchmal, dass das Rezept, von ihr dort aus, dass du was schon sehen kriegst, du was schon gutes, langes Leben hast. Das ist, was wir da erst lesen. Und so, Kinder sollen ihre Eltern ehren. Und Eltern, die sollen ein Leben leben, was der Wert ist, dass die Kinder entehren können. Da wir was kleine Kinder, die spielten in einer Spielstube und da ging der Säuerlüder her. Und da wird so ein Leute geschrien und die Mama geht und dann sagt, wieso schrie ich? Ich soll nicht schreien. Und dann sagt die Kinder, no, wir schreien gleich. Wir spielen Mami und Daddy. Und so, Eltern sollen ein Leben leben, was der Wert ist, dass die Kinder entehren. Ein von den besten Wegen, um deine Kinder terzustellen, ist, um dein Vorbild terzustellen, wo du bist, vor allem deine Kinder. Und so, hier ist ein ganz einfacher Test. Und dort ist an die Selbstkost die Frau, wo ist der Sprech, wo rede ich und was ist meine Benehmung an meine Familie, an meine Kinder, vielleicht an meine Eltern. Aber für uns als Eltern, wo ist deine Sprech, wo redest du an deine Kinder, wo benehmst du die, wo lebst du mit den Regeln, die du selbst hast angeführt in dein Haus? Kommst du mit den Regeln, die du selbst hast angeführt? Wir können einmal zurückkicken und nur Gott kicken, wo Gott ist zu uns, wo Gott ist zu seinen Kindern. Wir sind seine Kinder. Und so, wie behandelt Gott seine Kinder? Gott, der horcht noch uns. Gott, der horcht noch uns. Gott, der horcht noch seine Kinder. Und wir sollen noch unsere Kinder horchen. Wir sollen die Kinder horchen. Da wir ein Teenager, ein Jugendlicher, hij zei dat hem, dat steht, wo ich Konsum vertalen, ich will, keiner hört das, keiner wird das an, keiner der horcht noch mich. Und dat hem, das ist, wo wir sollen horchen, einer nach den anderen. Horch, noch was deine Kinder zu sein haben. Und dann, wo klein die sind, wenn die klein sind, die können so lang vertellen, am meisten Antwort manchmal. Wenn die alle sind, die wollen hier mit uns vertellen, die wollen zu uns reden. Und so, wir müssen uns lernen, dass wir horchen unsere Kinder. Gott, der straft seine Kinder. Gott, der straft uns. Gott straft seine Kinder und du sollst auch deine Kinder strafen. In Hebräer 12, Vers 6, sagt, dass wem der Herr Gott ist, auf Englisch sagt, dass wem er läuft, wem er Gott ist, dem trägt er Treich und Bruch durch Schläge, bei jedem sehen, der er abnimmt. Wenn du als Eltern, als ein Parent, nicht deine Kinder strafst, nur der Schrift, nur dann würde ich sagen, dann läufst du deine Kinder auch nicht. Und wir als Eltern, wir wollen immer an der guten Seite sein von unseren Kindern.
wie will immer der Buddy sein und das ist alles gut und wie will der Freund haben, wie will nicht der Hort verlieren. All diese Dinge brauchen wir manchmal für Utred, damit wir nicht an die Kinder strafen. Aber was an die Kinder fehlt, von der kriegst du nötig ist, immer die Kinder, die fehlt das an Eltern, was die auch accountable halten, was die strafen, dann, wenn das fehlt, damit Gott ihn kann brauchen für erwidert Leben, für alles, was Gott hat verernt. Und so Straf als Life. Nou, hier würden wir keine lang von reden, wenn das mit Mut getan, das ist ein ganz anderer Topic, eine ganz andere Botschaft. Aber Straf als Life, weil wir da zwei nachchecken. Some Families, die kennen ihre Nachkommenschaft 300 Jahre zurück, uitvingen wer Nachkommenschaft ist. Aber wenn die irgendwo Frauen, wo Jugendliche, wie auf gestern so ist, die würden nicht kennen, sein, wo die sind. Und so wie Eltern, wir sollen weiten, wo unsere Kinder sind. Nicht laut die Welt rumrennen und da laut die Hand vor, wo immer die Welt Hand vor, mit wem immer Toop die Welt, und die brauchen keinem was sagen, mit wem sie sind, Toop gewasst. Wir als Eltern, wir haben die Verantwortung, Temport zu sein von unseren Kindern, ihr Leben, von den Teenagers, von den Jugendlichen, und wenn sie abwachsen. Und so Eltern, ich will uns Mut merken, dass wir aufrichtig sind mit unseren Kindern, dass wir anholend sind und dass wir verstehen, Spaß zu haben. Some von uns sollen einfach uns lernen, Spaß zu haben mit den Kindern Toop. Einfach bis eine gute Zeit haben mit den Kindern Toop. Manchmal können wir nicht als Eltern bloß die Buddy sein und alles ist gut. Das sind Zeiten gewesen für mich, wo ich hatte die Kinder gesagt, nee, wo ich wusste, dass die Kinder nicht sehr ermutigt mit dort sein. Aber wir als Eltern, wir wollen die Kinder sollen abwachsen. Und ein Tag war es auch selbst Eltern sein. Und wenn sie das nicht alle können verstehen, aber wie man das im Denken, ein Tag war sie abwachsen, war selbst Kinder haben und selbst ihre Kinder abtragen. Römer 12, Vers 18. Das handelt sich um Eenichkjeit. Dort alles, was ihr kennt, dort was möglich, wenn es möglich ist, mit allen Menschen Frieden zu haben. Wir wollen Eenichkjeit leben, das soll Frieden sein in unserer Familie. Ungeregelter Streit in Ehe ist ein von den größten Dingen, was Familien reden, wo Familien nicht mehr können Toop reden. Und wir müssen uns lernen, dass wir vergeben. Ich glaube, wir müssen uns lernen, dass wir verstehen, was das meint, vergeben. Manchmal haben wir die Idee, wenn ich das will vergeben, das meint dann, ich soll das nicht mehr und denke, ich soll das vergeben. Das sind zwei verschiedene Dinge. So wie man uns lernt zu vergeben. Was meint vergeben? Ein von den Dingen, was das meint, ist, wir geben unseren Eier ab und wir haben nicht dessen verlangt, Trick zu tun, wo wir so viel Trick zu tun. Die andere Translation, das meint vergeben, das meint Mitleid haben und Gnade bewiesen. Show mercy and grace. Und ich glaube, some von uns hier, wir sollen unsere Eltern vergeben, für wo wir viel wurde haben, so arg getan, damit wir keine Vergebung kriegen von Gott und wir müssen uns selbst even lernen, dass wir uns selbst vergeben. So, wenn wir nicht verstehen, unsere Eltern zu vergeben, dann ist es ein bisschen, wenn wir die Brücke aufbrechen, wo wir selbst übergehen, von wo wir Vergebung kriegen von Gott. So, vergeben, das meint nicht unbedingt, dass alle weiter weggelöscht ist. Das meint nicht, dass dann kurz alle weiter weg ist. Und das meint auch nicht, dass da was passiert ist, das ist nicht so viel. Große Dinge sind passiert, was arg sind. Vergebung meint, wenn wir vergeben, dann das meint es, dass wir dann uns haben, dass wir keine geheilt waren und dass wir keine faire Weg gehen in uns Leben, dass das nicht was uns trägt. Wir wollen keinmal nicht verstehen, den nächsten seine ganze Lebensgeschichte. Wat den even heeft gebracht, wat hij deze dingen deed te ons, wat hij zei te ons, wat immer het is. En aber onze verantwoording is dat we in onszelf kijken en ons leren dat we vergeven doen. Vorige zondag, dan red ik een beetje van den verlorenen zoon. En de verlorene zoon, die nam alles wat hij had, zijn afgoed, zijn geld, alles wat hem traf, en hij ging en verleefde dat alle. En aber dat hij kon niet gemerkt worden, restored, dat hij kon worden niet gemerkt worden, moest hij terugkomen. Hij moest terug naar huis komen. En vielleicht is het voor ons ook zo dat we zullen mal omwegen en nog mal weer terug gaan gaan
zum Dinge treistellen, dat we kunnen nie merken. Waar ik zei, te een man deze week, veel trouble. En ik zei te hem dat, du sollst terugkommen naar God. Kom best terug naar God. En God is een God of restoration. God die gleich Dinge nie te merken. Gott ist nicht in den Business von uns rutschmieten, aber er will uns nie merken. Er will uns halten. Und some von uns, vielleicht sollen wir auch zurückkommen. Zurückkommen nach Gott, vielleicht sollen wir zurückgehen, wo Dinge übereinstellen. Da sind zwei Sorten Menschen in diesem Stuhl. Da sind die, was sie sind, ist die verlorenen sehen, was weicheren von den Eltern, weicheren von Gott, in het leven en zo leven als zij zelfs wel. Er zijn mensen wat mal zo weer als die verloren zijn. De duivel die wil ons als families uiteenrichten. Hij wil zijn ons uiteenrichten als familie. En dan wat van level we zijn, en dan als we een kleine familie hebben, als die familie opgewassen zijn, is wat van immer alle we zijn, die hield niemals op met zijn ons uiteenrichten. En ik wil ons van der moed merken, dat Toop zijn we beter. Toop zijn we beter. Wanneer we Toop leven, zijn we beter. Leren, feier, versnijden. Te twee zijn is beter als alleen zijn. Wanneer een hand valt, dan helpt de tweede den op. Aber dat wordt schwierig zijn, wo einer, der allein is, hand valt en dat geen andere weer hem am abhalten. Two people are better. Twee mensen zijn beter af, kunnen beter wiederkomen in leven. Mir zit dat goedlich, wo couples Toop schaffen, je schaaf Toop ha, farmarie Toop ha, met de familie Toop, wat immer dat is. Toop, zijn we sterker, Toop, zijn we beter. Even als kerk zijn we beter Toop. Hebräer 10, vers 25. Van de verzameling wegblijven, so zijn je dat doen, dat wel we niet. Aber veel Leute an een andere Motto spreken. Ik rede eerst met somebody in de veel Leute en zei, wij ons laten Motto spreken. Naar de kerk komen, hier Toop zijn en hier krijg ik Motto. Hier wordt mijn Motto gesproken. Ik kan hier met mensen reden. Worin is dat wichtig? En dat is wichtig, weil es de laatste dag nodig komt, zo als wie dat zijn kan. En zo dat is heel veel trouble in de wereld. Dat is trouble rond ons, trouble in de jeugd, trouble in families. En zo willen we niet wegblijven van de kerk fahren, wo mensen ons kunnen Motto spreken. Kom met die familie Toop. Kom met die familie Toop naar de kerk. We reden daar veel werk van. En zo, du als ouderen, je als ouderen in hem, je wordt met de entscheiding merken, Toop zijn we beter. Toop zijn we beter. En dan wo kalt het wordt in je hem, immer waar te zijn, Toop zijn we beter. En zo, ik red hier nu niet van wanneer een voorraad is wat de kinderen misbruikt en de Bijbel gebruikt om te zeggen dat het oké is en wie moeten dat doen. Dat is niet wat ik van red, dat is van duivel. Maar bezie dat als een koppel die wat we hier dit zo zijn, als Paulid, Toop zijn we beter. Even wanneer we ons even onderkomen en we ons niet verstaan kunnen en we komen in strijd aan. En ik heb dan nog mal te mezelf gezegd, Toop zijn we beter. Nicht abgeben. Nicht abgeben. Toop zijn we beter. Toop zijn we beter in de goede tijden. Toop zijn we beter wanneer we als familie Toop zijn en on vacation, wanneer we kunnen gaan voor een goede tijd een vacation hebben. Toop zijn we beter wanneer we de kinderen optrekken. Toop zijn we beter die tijd wanneer de jugendlichen opwassen doen en eindrood geven met eindtop leven en goede tijd hebben met eindtop. Toop zijn we beter als een paar lied wanneer onze kinderen zich bevrijen op de kast. Toop zijn we beter wanneer we grootkinderen hebben, met onze grootkinderen te spelen. Ganz derde en vierde generatie. Meestal een grote eer, meer het schijn te zijn voor onze grootdochter, wat 3 jaar oud is. En ze houdt haar oergrootmama aan de hand en leidt haar aan en vertelt ze dat. En wil hij alles wezen. En ik dacht te mezelf, Toop zijn we beter. Dit gaat zo schijn, want we kunnen Toop zijn. Toop zijn we beter in de zware tijden. Wanneer somebody zijn hart gebroken is, als erg gedaan worden en niet recht behandeld, wat immer dat is, vielleicht zijn de dingen even wat wij doen in de leven wo we ons zelfs zijn aangebracht. We zijn in een zware tijd. Toop zijn we beter. Wanneer we krank worden in de familie,
Toop selber Bäta. Auf einmal selber alle da, was kann ich halten? Toop selber Bäta, wenn wer krank ist. Some sind vielleicht hier und haben nu kijk, was in de stad zijn je dan, ik weet dat het beter zijn, ik best mal allein weer. Vielleicht soll ich best mal allein sein. Vielleicht habe ich das mal gedacht. Der Trouble ist, von dem, was sein, gleich ich bis später allein sein und gehen in einer Woche sind allein, das geht mal für eine Säuerkartenzeit, dann fehlt der war ein Partner, dann will sie mit einem Partner Toop sein. Keiner will allein sein. Wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Gott hat uns das gemerkt. Und so das Idee von wenn wir vielleicht in Uneinigkeit sind, wir dann hastig sagen, weil ich will bis allein sein, das ist nicht von Gott. Der Feind, der will haben, dass die selber allein sind und er will ihnen nicht bringen. Toop, sehr wie Bäta. In Gesundheit, in Krankheit, in der guten Zeit, schlechte Zeit, arm, reich. Toop, sehr wie Bäta. Ich kann noch mal zu Menschen sagen, was die strugglen in ihrer Ehe und sind bei dem Punkt, wo sie sagen, ich will besser sein allein. Und ich kann sagen, well, was siehst du am Tag? Da siehst du, dass ich will bei dir bleiben, in einer schlechten Zeit, in einer guten Zeit, in einer Krankheit, nicht so gut. Nu sei ich, da wo es nicht so gut ist. Nu ist die Zeit zum Abstehen, sei Toop selber besser. Nu nicht alle Leute hineinfliehen. Das ist nicht eine Option, das ist nicht eine Option. Wie habe ich gesagt, Toop sehr wie Bäta. Und so nimmt das mit nach Haus. Toop sehr wie Bäta. Dat jetzt so schön in Einigkeit Toop leben. Wenn nicht Einigkeit ist, dann will ich uns Mut merken und vielleicht mit Rüdfadern sein, von der aus der Zeit, dass wir den ersten Staub anfangen zu nehmen. Gut, Frauen, dass ihr abstehen, weil mit ihnen Toop beten. Bevor ich das da denkt, bloß mal ein bisschen, aber vielleicht ist es ab zu dir, um den ersten Staub zu nehmen, anders anfangen zu denken über dich selbst, über deine Eltern, über deine Familie. Vielleicht ist es ab zu dir, den ersten Staub zu nehmen, damit die keine Einigkeit sein in deiner Familie. Dinge sind da passiert, unfair Dinge, sehr lange nicht reich angegangen. Es bist gleich reich. Vergebung muss passiert. Ich kann das nicht alle vergessen, aber anfangen anders zu denken und ans meinen. Und so Dad, vielleicht hast du Zeit, dass du den ersten Staub nimmst und trägst aus dem Futter nach deinen Kindern. Oder vielleicht nur deinen Futter gehen. Sehen, vielleicht ist es Zeit, dass du den ersten Staub nimmst und trägst. Oder Tochter, wer immer das ist, vielleicht eine Geschwister. Gott, ich bete, dass du uns diese Kraft geben und diese Energie und diesen Willen eben, zum Anfang reich zu denken, zum den ersten Staub zu nehmen, zum zu sein, Toop sehr wie Bäta und uns Part zu tun, so viel als was wir können, wo es möglich ist, dass wir in Einigkeit Toop sind, dass wir Frieden merken. Das sind Wege abgebaut zwischen uns, Geschwister, Kinder, Eltern. Und ich freue mich, Gott, dass du uns helfen, die Wege Weg zu nehmen, die Wege durchzubrechen und sagen, ich will mein Part tun, damit wir in Einigkeit Toop leben. Und so ist der Psalmist David, dass wir bis einfach singen, Toop als Familie und sagen, wie schön ist es, wenn wir in Einigkeit Toop leben. Gott, ich danke dir, dass du uns als Familie siehst, was wir Toop hast mit uns, wo wir nennen hier, was unsere Familie sind. Dankeschön für unsere Familie, Dankeschön für unsere Eltern, unsere Geschwister. Gott, wir beten müssen sehen, über Ernt. Und jeder einen. Und ich beten sehen, über jeder einer, was hier ist. Uns horcht und sitzt online. Beten sehen. Und ich freue mich, Gott, dass du uns helfen, den Staub zu nehmen, um Einigkeit zu merken und um in Frieden Toop zu leben. Gott, ich danke dir, dass du gut bist zu uns. Du kannst unsere Harten sein, du kannst sein, was uns schwer ist. Und ich freue mich, Gott, dass du uns leiden durch dort, um Dinge übereinzustellen. Gott, Dankeschön für was du tun für uns in Jesu Namen. Amen.